Hey Leute, na? Es wurde irgendwann mal Zeit, dass mir so eine Scheiße passiert. Ganz ehrlich. Also, es ist wohl das Schlimmste, was einem Let's Player passieren kann. Neben der Aufnahmetaste nicht zu betätigen. Ich habe 2 Folgen Pokémon Ranger Finsternis überall mir aufgenommen und dabei vergessen, mein Mikrofon mit aufzunehmen. Deswegen trage ich heute die Mütze der Schande und versuche das Ganze wieder gerade zu birgen. Weil die Aufnahme ist vorhanden, das Spiel ist gespeichert und naja, ich nehme euch mit und erzähle euch, was passiert ist. Ups. Deswegen werden jetzt die beiden Folgen, die ich aufgenommen habe, einfach zusammengeschmissen, komprimiert und nur eine Folge draus gemacht. Das ist im Endeffekt der dreifache Aufwand für mich, aber es ist das Sinnvollste und für euch am besten zum Schauen. In diesem Sinne, viel Spaß. Ich platziere mich ganz gezielt hier unten, damit ihr nicht durcheinander kommt mit dem Kerli hier da oben. Fangen wir einfach mal an. Es beginnt damit, dass wir in Haruberdorf jetzt angekommen sind. Endlich ein neues Gebiet. Und starten direkt rein, indem wir erstmal einen Mogelbaum fangen. Das Ganze mit 4 gezielten Kreisen, oder waren es überhaupt 4? Keine Ahnung. Neuer Eintrag, so starten wir rein. Dann kommen wir direkt in den ersten Bereich und wir sehen, es ist schon wieder ein Kongiga irgendwo im Einsatz. Stellen fest, dass da drüben so ein Kerl ist, der Kaffee verkauft und meint, dass der Kongiga eine Kaffeemaschine ist. Und jeder im Dorf beschwert sich über diesen scheiß Kaffee, weil der irgendwie ölig ist. Gott sei Dank brauchen wir für den Kongiga zertrümmern, das wir ja mit dem Mogelbaum vorher geholt haben. Somit sind die ganzen Pokémon wieder aus ihrem Bann befreit und der Sandsturm legt sie. Und wir kriegen endlich das nächste Almia-Journal. Nummer 11. Lesen wir kurz vor. Team Nachtschatten gegen Ranger. Neueste Team Nachtschatten Kontrolleinheit Conmini. Vereinigung entwickelt Anti-Kongiga-Einheit. Das ist richtig, da waren wir dabei. Ranger überall umjubelt. Das sieht man uns in die alten Kameraden. Top Ranger bekämpft möglichen Boss von Team Nachtschatten im Schlottertal. Er ist kein möglicher Boss, er ist auch noch vom Sinistri und wir wissen, es gibt noch einen Überboss. Ein seltsames Licht auf dem Vereinigungsdach. Was war denn das nur mehr auf dem Vereinigungsdach? Scheiße. Du warst schon über. Deswegen Hut der Schande, Leute. Oh Mann. Nachdem sie der Sandsturm gelegt hat, gehen wir zu den ganzen Dorfbewohnern und befragen sie ein bisschen, was sie wissen über die Gelbgemme und Pipapo. Wir finden einen Pionscora, das wir noch nicht im Dex verzeichnet haben. Fangen das natürlich direkt. Wir treffen auch noch auf einen Blitzer, das wir auch noch nicht haben. Was ziemlich crazy ist, weil wir haben jetzt schon einige... Alter, was war denn das für Trefferfolge, verdammt. Wir haben jetzt also schon einige Evoli-Entwicklungen gefunden. Was irgendwie ganz cool ist, irgendwie so special. Treffen direkt auf das nächste Pokémon, das wir noch nicht haben. Ein Ibitak, was gut ist, weil wir brauchen natürlich direkt zerschneiden. Und zu dem Kollegen zum Gamer, weil mir ziemlich sicher war, dass wir den brauchen. Finden schon wieder ein nice Pokémon, nämlich Noctuska. Wobei ich nebenbei wahrscheinlich irgendwie die ganze Zeit erwähnt habe, dass ich das echt geil finde, welche Varianz die an Pokémon da reingeschmissen haben und in jedem Gebiet halt wirklich mehrfach neue Pokémon auftauchen und eigentlich nur selten Überschneidungen sind. Außer Fähigkeiten werden eben braucht. Das ist halt einfach ziemlich geil. Das hat das Spiel sehr, sehr gut gemacht. Wir finden den richtigen Weg. Gehen weiter gen Norden. Weil da ein, was war das? Hippoterus-Tempel ist, glaube ich, hat es geheißen. Der mit der Gelbgemme anscheinend zusammenhängt. Hat es vorher geheißen. Wir geraten schon wieder in einen Sandsturm, aber diesmal ist nicht der Kongiga das Problem, weil es keinen gibt, anscheinend. Und wir sind hier anscheinend an einer Oase angelangt. Dieser nette Entdecker hat uns dann mitgeteilt, dass das Problem ein Hippoterus ist. Und wir brauchen tatsächlich einen Hippoterus, um in den Hippoterus-Tempel zu kommen. Das werdet ihr dann noch alles gleich sehen. Wir dringen also in das Gebiet des Hippoterus vor, das die ganze Zeit hier so einen Sandsturm verursacht. Und dadurch, dass der Sand hier so zäh ist, kommen wir auch nur zäh voran. Und holen uns deswegen ein Dodu, weil mit dem kommen wir anscheinend, das wir übrigens One-Hit gefangen haben. What the fuck? Ja, mit der doppelten Aufladung des Top Ranger Funkoms, keine Ahnung, Präzisionsfunkom hat der kostet, genau. Ist es natürlich alles möglich. Jetzt mit Dodu kommen wir voran und kommen dem Hippoterus immer näher. Weil das Problem ist, es verschwindet immer wieder. Hier ist es zwar blockiert mit Sandsturm, aber der tückische Hund vergräbt sich andauernd. Da muss man ein bisschen abschätzen, wo es als nächstes auftaucht. Genau hier. Komm. Jetzt. Und ganz offensichtlich haben wir Hippoterus auch noch nicht. Deswegen ist das ja auch ein neuer Eintrag für uns. Dann gehen wir zum Hippoterus-Tempel, benutzen die Fähigkeit von Hippoterus. Und zwar ist es Sandfüllung. Ja, so hat es geheißen. Schauen uns die ganze Animation erstmal an, weil dort vor ist einfach ein dickes Loch. Es gab 1000 andere Möglichkeiten, über das Loch drüber zu kommen, aber wir schütten erstmal Sand rein und schauen, was passiert.
So, jetzt kommen wir rein. Und an dieser Stelle hätte ich wahrscheinlich irgendwo einen Screenshot gemacht für Thumbnail. Drin ist alles voller Sand und wir werden erstmal attackiert vom Geowatz, was wir auch noch nicht haben. Dringen weiter vor, finden einen Ariados. Fangen es natürlich auch. Und dann hängen hier im Gang so komische Bronzel in der Wand. Wovon wir natürlich auch direkt uns mitnehmen. Dann treffen wir auf so einen Rätselraum, der Ähnlichkeiten hat mit dem aus dem Schloss Almia. Wir werden hier beschossen und werden runtergekickt, indem wir getroffen werden. Als ich hier dann noch 2 Fails durchgekommen bin, habe ich mich dazu entschlossen, hier den Part zu beenden. Aber für uns geht es natürlich jetzt nur ganz normal weiter. Wir finden erstmal direkt wieder einen Haufen Bronzel an der Wand. Keine Ahnung, was das soll. Und zum Schluss ein Bronzong. Was uns im Dex natürlich nur Fade. Dann an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ob man die Inschrift am Boden lesen kann. Aber anscheinend nicht. Ah doch, klar. Ah, hier. Auf der Platte befinden sich Gravuren. Sie scheinen nicht entzifferbar zu sein. Da habe ich gemeint, kann das eine Inkognito-Anspielung sein. Also auf die Pokémon. Diese Buchstaben-Pokémon. Dann kommen wir zu einem weiteren Rätselraum. Stimmt. Wir haben hier das Partner-Pokémon von Bodo gefunden. Dieses Bamelin. Und wir waren ja auf der Suche nach Bodo, weil der ganz kryptische Nachrichten an uns geschickt hat. Voicemails hat er geschickt. Ja, Vollidiot. Und unsere Vermutung war ja, dass er nicht derselbe ist. Der Besorgnis nach zu urteilen von Bamelin stimmt wirklich irgendwas nicht. Und wir müssen ihn retten. So, an dieser Stelle fangen wir nur an Sandama, das ich auch noch nicht gehabt habe. Aber wir brauchen das tatsächlich. Weil Sandama so nett ist und hier auch nochmal so ein Federblatt. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Hier Freizug-Raum. Federgras, da ist gestanden. Ja, Federgras, da. Ich hab's selber auf mich gerade gewundert. So, und hier attackieren wir uns erstmal direkt 4 Lepomentas und ein Gengar. Alter Vater. Und ich kann mich, glaube ich, noch recht zu erinnern, ich habe alle 5 gefangen. Weil die so derartig viel IP gegeben haben. Zip, in diesem Sinne. Okay, vielleicht muss man dazu sagen, ich bin nicht ganz entkommen vor den Pokémon, deswegen habe ich vielleicht alle gefangen. Dann plötzlich passiert wirklich ein bisschen crazy shit. Wir werden aus dem Nasenloch des Hypoterus rausgefahren. Und an dieser Stelle ist jetzt das Thumbnail. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil wir beim anderen Nasenloch wieder reinfahren. Wir kommen zum nächsten Rätselraum. Mit verschwindenden Plattformen, der aber auch ganz gut zu bewältigen war, muss man dazu sagen. Und dann ist wieder ein bisschen crazier geworden. Mit diesen Pfeilen am Boden, was ziemlich Pokémon klassisch ist tatsächlich. Gibt's immer mal wieder. Wir versuchen ein neues Pokémon zu fangen, und zwar Banette. Das wirklich crazy Attacken drauf hat. Kämen in dem Rätsel recht gut weiter und treffen auf ein Knacksel. Was auch ein richtig geiles Pokémon ist. Man schaut sich das an. Und gibt uns erstmal direkt so Respektstelle. Jawohl. Im weiteren Verlauf des Rätsels kämen wir in den ersten Gang und treffen auf ein Despotar. Ey, so ein Drumpfvieh, wirklich. Ist das geil. Was ja ziemlich crazy drauf ist, weil es einfach Zertrümmern 4 drauf hat. Eieiei. Im nächsten Raum finden wir Blubella, das wir auch noch nicht haben. Und wir haben es richtig gemacht, weil wir direkt hier an Zertrümmern 4 Felsen haben. Und mit Hyperstrahl zerlegt Despotar einfach diesen Stein. Das ist ein bisschen Overkill. Aber wir entdecken ein Loch, in das ich mich noch nicht getraut habe zu springen. Hoppla. Ich bin doch reingesprungen. Boah, ein riesiger Fall hinter uns. Hier finden wir auch noch mal ein paar Pokémon und so eine Art Oase wieder im unteren Teil des Tempels. Schaut mega geil aus. Wir lassen uns aber nur mehr nach oben helfen, weil wir nur nicht alles abgecheckt haben. Gehen wir in den letzten Gang und finden dort wieder eine Evoli-Entwicklung. Siana. Das wir natürlich gleich mitnehmen. Und was soll man sagen? Die Evoli-Entwicklungen sind einfach was Besonderes. Wir jumpen wagemutig einfach wieder ganz nach unten, wissend, dass wir jetzt wahrscheinlich bald einem derben Boss gegenüberstehen. Aber was sollen wir machen? Wir müssen an die Gelbgämme, wir müssen die Wächter bezwingen und eventuell auch auf das Sinnes-Trio wieder treffen. Den 3. Typen haben wir ja nur mal kurz gesehen. Mit dem Rücken zu uns. Ihr werdet aber auch noch geklatscht. Und das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, das hat einigermaßen hingehauen. Und ich hoffe auch, dass ich nie wieder den Hut der Schande aufhaben muss. Aber was so ist. Ich soll mich immer daran erinnern. Wie dem auch sei, die nächste Folge findet ihr dann in der Endcard, sobald sie online ist. Und dann hoffentlich wieder eine normale Folge und nicht so nachvertont. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.